Reisefreunde und herzlich willkommen erneut aus Andalusien. Wir sind an der Costa del Sol, wobei im Moment sind wir ein kleines Stück weg von der Küste gefahren. Etwa 15 Kilometer im Hinterland liegt dieses wunderbare weiße Dorf hier. Das ist Casares, rund 6000 Personen wohnen hier und ist doch einfach auch wieder eine Wucht anzuschauen. Beim Hinaufklettern auf die höchste Spitze hier von diesem Aussichtsfelsen sind uns die Vögel aufgefallen. Nicht etwa kleine Spatzen oder Krähen, sondern richtig große Vögel. Und als sie dann so ein bisschen näher gekreist sind, haben wir dann auch gesehen, ja, es sind wieder Gänsegeier. Und damit das Ambiente hier auch perfekt ist, haben wir auch gesehen, wo sie den Horst haben. Da hinten in der Felswand, das ist viel zu weit weg, das sehen wir so schon fast gar nicht. Sind sie zu Hause. Da fliegen zwei Vögel regelmäßig hin, landen da. Es ist gigantisch schön anzuschauen. Das Ort Casares ist ja auch umgeben von einem Naturpark. Hier kann man wandern, klettern, alles Mögliche. Es ist echt fantastisch schön hier. Aber jetzt gehen wir, glaube ich, noch ein bisschen näher hin und schauen genauer ins Detail. Guten Morgen, Reisefreunde. Nachdem wir gestern das wunderschöne Dorf Casares angeschaut haben, sind wir noch so ein bisschen der Küste entlang gefahren, haben uns noch eine SIM-Karte besorgt und dann hier übernachtet. Die SIM-Karte, das kann ich euch gerade jetzt noch schnell erklären, die ist jetzt von Simyo. Es gibt nur wenige Verkaufsstellen und das sind auch keine Simyo Lokale oder Läden, wie man das normalerweise von Telefonanbietern kennt. Wir verlinken euch unten mal, wo diese Verkaufsstellen in Spanien sich befinden. Dann könnt ihr auf der interaktiven Karte nachschauen, wo genau das ihr gerade seid und wo der nächste Shop ist. Wir haben jetzt für 25 GB, die während 30 Tagen gelten, haben wir 29 € bezahlt, weil 1 € noch für unlimitiert telefonieren. Das ist jetzt also ein deutlich besseres Angebot und jetzt sind wir wieder ein bisschen besser online als zuvor. Jetzt sind wir hier in Mijas an der Costa del Beton. Oh, warte, nee, ich glaube, die heißt Costa del Sol eigentlich, wobei Costa del Beton schon auch zutreffend wäre. Auf jeden Fall ist jetzt gleich da vorne, heute ist Samstag, ist Markt und da gehen wir jetzt zusammen hin. Strom ist am Laden, ihr seht es oben hinter mir, wir haben das Dach aufgestellt von der Dachbox und so stehen die Paneele perfekt im Sonnenlicht und wir können ordentlich was laden. Also jetzt aber Markt, los geht's! Einen Beutel hat es auch für mich gegeben und ihr dürft auch reinschauen. Es ist ein Oregano. Der wird nicht nur unsere Soßen geschmacklich verstärken, sondern das Ziel dahinter ist natürlich auch, dass er dem Raumklima positiv entgegenwirkt. Und jetzt gehen wir zurück und schauen mal, wo wir das Pflänzchen einpflanzen. Und da hat der Kleine auch schon seinen Platz gefunden. Wir haben hier diese Hängekörbchen, das kann man hier hinten einfach einklippen. Die sind von Ikea. Und hier haben wir sowieso noch ein bisschen Chilis getrocknet.
die passen jetzt hier perfekt dazu und der strömt hier so richtig schönen Duft ins Auto und von oben oder der Seite kommt dann gelegentlich auch mal etwas Sonne an ihn ran und sonst peppe ich ihn einfach weg und stelle ihn draußen mal ein bisschen hin. Übrigens sagt das Thermometer, dass wir drinnen 20 Grad und draußen 15,5 haben. In der Sonne ist das echt richtig schön warm. Cool. Unterwegs, wir sind wieder auf der Straße, wir sind noch gut 30 Kilometer von Malaga entfernt, dem Ort, dem wir sagen, das ist unser zweites Zuhause. Wir haben gerade nachgeschaut, der FC Malaga spielt heute Nachmittag um 4:45 gegen Atletico Madrid. Das wäre doch mal was, oder? So ein Fußballspiel. Darum machen wir uns jetzt auf nach Malaga, mal schauen, ob wir noch irgendwo Tickets bekommen für dieses Spiel. Ja, ihr seid natürlich dabei. Happy Wife, Happy Life. Ich weiß nicht, ob ihr das Logo sehen könnt da hinten. Ikea. Ich habe euch ja gerade gesagt, dass ich den Oregano in ein Ikea-Körbchen gepflanzt habe und von denen hätte ich jetzt gerne noch ein paar und da jetzt gerade einer am Weg lag. Was für ein Zufall, er lag gerade am Weg. Wusste ich auch überhaupt nicht. Also gehen wir jetzt vor dem Fußballmatch, den wir vielleicht schauen können. Ikea wünscht uns, oder besser gesagt mir, viel Spaß. Samstag in den Ikea ist ja wohl das Beste, was man überhaupt machen kann, oder? Aber ja, wir haben schon eine Errungenschaft, die haben wir schon, und zwar, zeigen wir schnell. Ja, so eine Ikea-Karte. Wir sind ja öfters mal hier, wir lieben die Duftkerzen von hier und sind ab und an auch wegen Internet im Ikea und deshalb ist es in jedem Land möglich. Ja, und jetzt haben wir da eine Ikea Family Card abgeschlossen. Etwas anderes haben wir noch nicht gefunden, aber ich sag's euch, Ikea sieht überall genau gleich aus, auch in Spanien. Wir sind fast am Ende angelangt. Bisherige Ausbeute, 2 Kerzen. Dann diese Halter, die ich euch vorher gezeigt habe, das ist das, was wir eigentlich gewollt haben. Ja. Dann sind hier noch 2 E-Mail-Schalen dazu gekommen. Und einfach schön und leicht und praktisch und dann wird es schon gefallen. Und eine Tagesdecke, weil wir ja oft zu faul sind, das Bett hochzulassen und einfach aufs Bett drauf sitzen. Ist eine Tagesdecke da drauf natürlich schon was Feines. Ja, wer kennt es nicht von euch? Meistens kommt halt einfach mehr mit bei Ikea, als man eigentlich möchte. Ja, jetzt geht es Richtung Kasse, vielleicht wird es noch mehr, ihr werdet es erfahren. So, mehr ist schlussendlich nicht mehr dazugekommen, zum Glück. Was hat es gekostet? Keine Ahnung. 17 Euro, es wäre 16,60. Okay, das liegt ja noch im Rahmen. Jetzt geht es aber weiter, oder? Ja, jetzt geht es nach Malaga rein. Hoffentlich gibt es noch Tickets für das Fußballspiel. Die ersten haben wir ja schon gesehen, ja, mit Trikot. Die ersten laufen hier schon mit Trikots rum. Wäre schon cool. Mal schauen. Der kommt mit. Einigem Hin und Her haben wir jetzt das Stadion gefunden. Es liegt gleich da hinten. Vielleicht hört ihr die Fans schon schreien. Für uns geht es leider nicht ins Stadion. Das Spiel ist praktisch ausverkauft. Das treibt natürlich die Ticketpreise enorm in die Höhe. Für uns kaum zahlbar auf unserer Reise. Naja, Karl, der steht hier. Und mit dem kommen wir leider auch nicht mehr so schnell raus. Ihr seht die ganzen Fahrzeuge, der Parkplatz ist zugestellt. Es gibt keine Möglichkeit, diesen Parkplatz wieder zu verlassen. Also bleibt uns auch nichts anderes übrig, als hier stehen zu bleiben. Wir machen uns jetzt auf in die Stadt und da wartet noch definitiv ein Highlight auf uns. Zum Glück, statt Fußball gibt es jetzt Karneval.
An so einem Ort wird natürlich auch traditionell getrunken, ein Tinto de Verano, das heißt ein gespritzter Rotwein und ein Alhambra Bier. Alhambra ist natürlich Spanisch. Die perfekte Einstimmung auf Karneval, oder? Ja, ich denke mir so. Jetzt ist gerade eine, wir sagen ja Kuckenmusik durch Wien durchgelaufen und naja, die bestand aus 2 Musikanten, aber Krach hat sie gemacht. Wir sind im Zentrum von Malaga angekommen und Malaga begrüßt uns mit einem roten Teppich. Das nenne ich mal standesgemäßer Empfang. Nee, Quatsch, es ist Karneval und anscheinend soll um 19 Uhr hier zum letzten Mal die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet werden. Die ist fast schon weltberühmt, diese Weihnachtsbeleuchtung. Ich habe sie bis jetzt nur so gesehen, weil das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, war sie noch nicht an. Auf jeden Fall soll hier auch irgendwie noch ein Karnevalsumzug und so weiter sein. Wir informieren uns jetzt gleich noch, wie, wann, was, wo, weil das Spektakel wollen wir auf keinen Fall verpassen. Ihr seht, der erste Tag ist bereits angebrochen. Es ist schon wieder hell. Der Karneval ist vorbei. Was war das für ein unglaubliches Spektakel? So etwas hätten wir ja nie erwartet. Es ging dann schlussendlich auf einen Knall los. Wir waren überhaupt nicht vorbereitet und es war auch keine Guckenmusik, sondern es war einfach Partymusik. Ihr habt es an den Bildern gesehen, ich habe die einfach zusammengeschnitten, so wie das Ganze abgelaufen ist für euch. Und ja, ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Das letzte Jahr übrigens, wer uns schon länger verfolgt, der weiß, dass wir letztes Jahr den Karneval in Bosnien, in Kotor verfolgt haben. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, dann hier oder hier oben, ich weiß immer noch nicht wo. Es ploppt dann auf und ja, das war auch ein Spektakel, nicht ganz so cool wie das hier in Malaga natürlich, aber es war auch cool. Ja, Riesenpartystimmung in der Stadt, viele Konfettis, wir sind immer noch am Zusammensuchen in Karl, die sind überall verstreut, ihr kennt das sicher nach einem Karneval. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, der kurze Ikea-Besuch, den haben wir übrigens ausnahmsweise mit dem Handy gefilmt, weil ja, die Kamera mit in den Ikea nehmen, das ist halt nicht so cool. Darum, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar, ob ihr auch auf den Ikea geht, wie ihr Karneval findet, wie ihr das Video gefallen hat, egal was, wir freuen uns immer auf Feedback. Und wir lesen uns das alles natürlich auch durch, auch wenn es momentan ein bisschen länger geht, weil schlechtes Internet und so, wir sind unterwegs. Entschuldigt bitte, dass es nicht immer so schnell geht. Ja, wir genießen jetzt den Tag, freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Dann geht es rein nach Malaga. Da freuen wir uns natürlich mega drauf. Ja,
wir sagen bis dann, es windet schon wieder, hasta luego, bis zum nächsten Mal, tschüss.